Zaubermühle. In einem Dorf haben einmal 2 Brüder gelebt. Der eine davon war reich, der andere aber bettelarm. Als es Heiligabend geworden ist, hat der Reiche Licht angezündet und in seinem Haus ist allerlei gutes Essen auf den Tisch gestellt worden. Im Haus vom Armen aber hat es weder Licht noch Holz noch etwas zu essen gegeben. Jetzt ist der arme Brüder zum Reichen gegangen und hat ihn um ein bisschen zu essen gebeten. Aber der hat ihm erwidert, er hätte nichts vorig. Der arme Brüder aber hat sich nicht wimmeln und hat weiter gebettelt, bis der reiche Brüder zuletzt verrückt worden ist, ihm einen Schinken angerührt hat und gesagt hat, «Da, gang zur Hölle mit dem!» Der Arme hat gemacht, was ihm der reiche Brüder gesagt hat. Er ist zur Hölle gezogen. Als er dort angekommen ist ihm zuallererst ein alter Mann auf einer Holzbeige begegnet. Der Alte hatte graue Haare und einen Bart, der ihm bis an die Füsse runtergegangen ist. Der arme Brüder hat ihm einen guten Tag gewünscht und ihn gefragt, ob das jetzt die Hölle sei. Ja, das sei schon richtig, hat der Alte gesagt. Als er den Schinken gesehen hat er ihm geraten, er solle aufpassen, weil in der Hölle herrsche gerade ein grosser Mangel an Fleisch und er sei sicher, dass die bösen Geister alles unternehmen würden, um an ein Stück Fleisch heranzukommen. Er soll ihnen aber nichts geben, wenn er dafür nicht die alte Mühle überkomme, die drinnen in einem Winkel stehe. Der Brüder ist reingegangen und ist gerade von einer ganzen Schar böser Geister umringt, die gerufen haben, «Was kostet das Fleisch? Was kostet das Fleisch?» Der Brüder hat sie sich mit einem Knüppel vom Leib gehalten und hat gesagt, er gebe ihnen das Fleisch nur gegen die alte Mühle, die da im Winkel stehe. Die Geister haben gemeint, das sei viel zu viel, aber wo der Brüder nicht nachgegeben hat, haben sie ihm schliesslich die Mühle gegeben. Der Brüder hat jetzt den Schinken mitten unter sich gerührt, hat die Mühle gepackt und ist mit ihr zur Tür raus. Als er draussen zum Mann auf der Holzbeige kam, hat er ihn gefragt, für was denn die Mühle gut sei. Dieser hat ihm erklärt, die Mühle könne alles mahlen, was man ihr zu mahlen befehle. Und dann hat er ihm erklärt, wie man die Mühle zum Laufen und wie wieder zum Stillstehen bringen. Der Brüder hat ihm dafür gedankt und ist heimgegangen. In seinem Haus war es dunkel und kalt. Seine Frau und seine Kinder sind da gesessen und haben gebrüllt und gewartet, dass er endlich heimkomme. Er hat zu ihnen gesagt, sie sollen nicht mehr traurig sein, weil sie es bald warm und hell haben. Er hat die Mühle auf den Tisch gestellt und hat ihr befohlen, Holz zu mahlen. Und in dem Moment hat die Mühle angefangen, das beste, teure Holz zu mahlen, das man sich nur vorstellen konnte. Dann hat er der Mühle befohlen, Kerzen und alle Arten von gutem Essen zu mahlen. Und die Mühle hat alles gemahlen, was sich der Brüder gewünscht hat, sodass die arme Familie alles in Hülle und Fülle hatte, sodass es nicht einmal der König selber hätte besser haben können.